«Meine Küche, deine Küche». Präsentiert von Miele. Mit innovativen Kochgeräten für die ganze Schweiz. Der Philipp ist heute Feuer und Flamme für seine Gäste. Das sind Sandra, die Manuela, der Andres und die Mine. Dann schieben wir noch ein Holz nachschieben. Oh, fein. Mega schön. Kannst du vorlesen? Das macht doch glücklich, wenn es brennt und ein bisschen zischt und ein bisschen köcherlet. Hervorragend, ja, voll. Kann man auch 12 Punkte geben? Oi. Chefskiss. Diese Woche geht es bei «Meine Küche, deine Küche» aber nicht um Kochen auf dem Feuer, sondern um etwas Eingewickeltes. Hildisriede im Kanton Luzern ist eigentlich bekannt für wenig Nebeltage. Heute wäre einer davon. Der Philipp geht aber bei jedem Wetter raus, um Bogenschiessen. Am liebsten verbringe ich meine Freizeit draussen in der Natur. Ich tue leidenschaftlich gerne Bogenschiessen und fischen und gehe auch ab und zu auf die Jagd. Das Bogenschiessen ist für mich wie vielleicht für andere das Yoga. Es ist sehr ein mentaler Sport. Man muss fokussieren und muss ein Ziel im Auge behalten. Es braucht den Körper und den Geist dazu und die frische Luft am besten. Und dann wirkt das Wunder. Der Philipp hat seine Outdoor-Leidenschaft zum Beruf gemacht und betreibt unter anderem einen Webshop. So kann er viel von daheim aus arbeiten und hat genug Zeit für seine Tochter und seine 4 Söhne. Am liebsten kocht er auf dem Feuer, etwas, das er selber gefischt oder gejagt hat. Weil ich gerne draussen bin, koche ich heute auf dem Feuer. Und zwar einen Fleischvogel mit Polenta und mit Bohnen, die im Speck eingewickelt sind. Für das nimmt er Rindsplätzli, Kalbsbrät, grobkörnigen Senf, Essiggurken, Polenta, Rindsbouillon, Anke, Rahm, Bohnen, Speck, Thymian und Rosmarin, Zwiebeln, Knoblauch, Lorbeerblätter, Rotwein und Käse. Ich tue die Bohnen vorbereiten. Das mache ich noch drinnen. Gekocht werden sie dann nachher später draussen. Und für das tue ich vorne und hinten dran sie abschneiden. Die Bohnen kommen im Moment ins Steamer und nachher tue ich sie mit Speck umwickeln, bevor sie dann auf dem Feuer gekocht werden. In diesem Fall zuerst noch kurz andämpfen für 5 Minuten bei 100 Grad. Gewinnt der Wochenpreis im Wert von 5000 Franken Familie. Jetzt mitmachen und anrufen auf 0901 90 60 30 für einen Franken 20 oder gratis im Internet. Unter allen, die mitmachen, verlosen wir einen Gutschein für Miele Kochgeräte nach Wahl im Wert von 5000 Franken. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr in der ersten Sendung nächste Woche. Alle Infos gibt es auf srf.ch. Gäste sind im Anmarsch und haben eine Vorstellung von Philipp als Koch. Ich glaube, der Philipp kocht regelmäßig. Ich kann mir vorstellen, dass er so bei grossen Anlässen, bei grossen Familienanlässen der Chef ist. In der Küche, der Chef. Mhm. Kann ich mir auch vorstellen. Ja, beim Philipp sieht es sehr ländlich aus. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es so etwas Traditionelles geben könnte. Fleisch. Ja, sicher Fleisch. Geil. Feuer. Jetzt tue ich Polenta vorbereiten. Das ist ein Bramata Polenta. Da haben wir Mais. Und als erstes muss ich Zwiebeln schneiden. Und den Knoblauch. So. Also ich würde es mega feiern, wenn es etwas auf dem Grill gäbe, weil ich liebe grillieren. Ich habe gerade Lust auf ein Vögel. Cordon Bleu. Wow, okay. Ich könnte ja auch ein Cordon Bleu wickeln, weißt? Da wäre der Schinken und der Käse drin. Oh ja, und das dann wäre Fleisch sicher drumherum. etwas Spezielles. Gell? Jetzt machen wir die Fleischvögel. Die tun wir frisch zubereiten. Ich tue noch ein
Ein paar Gurkenscheiben schneiden, die geben im Fleischvogel noch einen gewissen Pfiff. Das ist das Rezept von Großmami. Eingewickelt ist das Thema. Also, feine Fondue wird es wahrscheinlich nicht. Oder weißt du was? Irgendwie so Rouladen. Fleischvögel. Volltreffer. Die Manuela scheint einen 7. Sinn zu haben, was das angeht. Auf die Rindsplätzchen kommt grobkörniger Senf und Scheibe Speck. Oh, fein. Mega schön. Kannst du vorlesen? Fleischvogel geschmort in einer Rotweinsauce Fleischvogel. mit Speckbohnen und Bramata Polenta auf dem Feuer gekocht. Bramata Polenta. Oh, lecker. Hervorragend, ja, voll. Jetzt kommt das Brät. Dann nimmt man ein Portionchen. Ich nehme an, dass es mit Brät gefüllt hat, oder? Fleischvögel. Dann tun wir wunderbar den Speck umlegen, dass das später dann nicht rausläuft. Und dann tun wir da den Fleischvogel schön kompakt einrogeln. Das Ganze fixieren wir mit einem Hölzchen, damit er nicht auseinanderfällt. Also, wenn ich Fleischvögel mache, dann ist es meistens gekauft. beim Philipp ist es 100% Handarbeit. Die Fleischvögel sind jetzt vorbereitet. Bevor wir sie dann in der Stahlpfanne auf dem Feuer anbraten, tue ich sie jetzt noch mal in den Kühlschrank. Also die Speckbohnen sind ja auch noch mal gewickelt. Doppelt gewickelt, doppelt gemoppelt. Jetzt machen wir noch Bohnenbündel. Die werden noch schnell in Speck eingewickelt, bevor es dann nachher rausgeht in die Outdoor-Küche. Was meinst du? Macht er alles auf dem Feuer, der Philipp? Ja, schon. Also, das sind Also- die Bohnen. Ja, die genau, sind da das sind drauf. die Ah, ja, Bohnendings. stimmt. Und ich meine, es hat 3 Töpfe, oder? Also Oder mehr. Und alle Mindestens auf dem, 3. Ja, aber alle auf dem Feuer. Ja, Siehst, macht genau. sicher alles auf dem Feuer. So, endlich geht's los auf dem Feuer. Mir gefällt es besonders, dass es eine Rotweinsauce ist. Sonst kenne ich es eigentlich nur mit Brotensauce. Dann sind wir mal gespannt, wie er die Rotweinsauce macht. 2 Sträußchen Rosmarin. Dann kommt noch Wasser dazu. Ein bisschen Zucker. Und ein bisschen Bouillon. Jetzt stellen wir den Topf ein bisschen über das Feuer rein, damit das jetzt anfängt zu köcheln. Als nächstes vorbereiten wir die Polenta vorbereiten. Ich liebe Polenta. Dann tun wir noch ein bisschen Holz nachschieben. Dann tun wir ein bisschen Olivenöl erhitzen. Zwiebeln rein. Und das macht doch glücklich, wenn es brennt und ein bisschen zischt und ein bisschen köcherlet. Dann tue ich noch ein bisschen Weisswein rein. Das Hilfsmittel ein Feuerhändchen. Ein bisschen Bouillon rein. Und die Polenta rein, das ist eine Bramata Polenta. Die kenne ich auch noch aus meiner Heimat. Bei uns hat es das früher viel gegeben. Die ist ein bisschen grobkörniger. Die kochen jetzt etwa 35 bis 40 Minuten, bis sie schön sämig ist. Und dann kommt dann nachher noch weitere Zutaten dazu. Polenta habe ich normalerweise nicht so gerne, aber Bramata Polenta ist Ja. sehr fein. Dann tun wir die Fleischvögel. Ja, das tönt doch gut. So muss es tönen. So. Schauen, dass die überall ein bisschen heiß bekommen. Röstaromen. Lecker, ja. Die auf jeder Seite noch ein bisschen angebrötelt sind. Ja, sind wir jetzt auf einem guten Weg. Kann man auch 12 Punkte geben? Jetzt sind die Fleischvögel nachher. Dann tue ich sie zum Schmoren in den Topf hineinlegen. Es ist ein bisschen kalt geworden, gell? Gehen wir mal schauen. Ja, ich habe auch Hunger. Wow. Guten Abend. Mega schön hier. Hallo zusammen. Hey. Hoi Manuela. Hoi. Zum Wohl zusammen. Schön sind wir da. Danke. Bitte schön. So
so fein. Ich bin gespannt auf deine Fleischvögel. Man sieht gut, dass sie selber gemacht sind. Bevor es die gibt, hat der Philipp aber noch etwas zu tun. Böhnchen. Wenn wir die anbröteln. Und die Sauce mit Maisstärke binden. Jetzt würde ich noch die Polenta abschmecken. Eine Prise Thymian rein. Dann kommt ein Stückchen Butter. Ein Schlückchen Rahm wir noch unten. Dann rühren wir ein bisschen Sprienz. Das ist Käse, wir noch rein. Gut unterrühren. Speckböhnchen aufpassen. Jetzt wäre ich soweit. Dann könnten wir eigentlich reinwechseln zum Essen. Ist es angenehmer als draussen? Ja, sehr gern. Machen wir doch. Und auch das Essen bleibt länger warm, wenn er es drinnen anrichtet. Päckchen mit Bohnen. So. Ja, voilà. Oh, danke vielmals. Bitte schön. Das wäre also das eingewickelte Menü vom Feuer. Fleischvögel mit Bramata Polenta, einer Rotweinsauce mit Speckbohnen. Einen guten Miteinander. Wünsche ich euch. Danke Ja, vielmals. alles. Bitte schön. Sieht wunderbar aus. Ja, danke. Also voll exklusiv, finde ich, hat es gemacht mit dem ganzen Ambiente. Da hat er mir, glaube ich, alles auftischen und es hat mir gut geschmeckt. Ich habe beim Fleischvogel wirklich so ein bisschen den Rauch geschmeckt vom Grill oder von der Kohle. Es war aber nicht störend, überhaupt nicht. Ich habe das sehr gern. 1A für mich sind die Fleischvögel gesehen. Die haben auch mit dieser Gurke drin. Finde ich so eine gute Idee. Ich finde Essiggurken geben immer noch mal so einen Touch. Ich habe gefunden, eine Mischung von verschiedenen Fleischarten, auch mit der Gurke und mit der Dijon-Mutard, die er da innen gemacht hat. Und von dem her Chefskiss. Die Gruppe hat es gerne scharf oder mindestens würzig. Wie ist das Menü in dieser Hinsicht gelungen? Ich habe einfach gerne würziges Essen und das ist mir ein bisschen zu wenig gewürzt gewesen, muss ich ehrlich zugeben. Für mich hätte es ein bisschen mehr gewürzt vielleicht sein, so ein bisschen salziger. Das Söseli hätte ein bisschen dicker dürfen sein. Aber ich glaube, das hat er selber auch gesagt. Ja. Also die Böhnchen habe ich super gefunden im Speckmantel. Sie waren Sehr, schon sehr bissfest, nicht verkocht. Ich hätte auch 2 Beigeli mögen. Nein, sie waren sehr fein. Mega fein. Die Polenta war mega fein. Also ich mag es richtig so, wenn es so ein bisschen schlotzig ist. Ich habe Polenta sehr, sehr fein gefunden und habe es geliebt mit so viel Käse drin. Es hat noch mehr reingehen. Das Thema eingewickelt, auch erfüllt. Ich finde, er hat das Motto völlig umgesetzt. Ja, kann ich unterschreiben. Die Leute haben ausgegessen, ich hatte Freude, draussen zu kochen am Feuer und ich bin wirklich zufrieden mit dem Abend. Ihre Zufriedenheit können die Gäste jetzt mit Punkten ausdrücken. Okay, ich muss denken. Ich habe im Philipp seinen Abend extrem schön gefunden, von A bis Z, vom Ambiente bis zum Essen. Und darum gebe ich dem Philipp 10 Punkte. Ich gebe ihm Philipp heute 9 Punkte für sein Essen. Für mich dürfte es ein bisschen mehr Gewürz haben und auch die Soße dürfte dickflüssiger sein. Aber das Ambiente ist mega hier und ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt. Darum gibt es von mir für den Philipp 8 Punkte. 9 Punkte. Gibt 36 Punkte für Philipp. Mit wem geht's weiter? Morgen ist der Andres dran. Der Andres wird das alles sehr auf eine einfache Art machen. Er wohnt in einer WG. Ich habe zum ersten Mal letzte Woche für mehr als 2 Personen gekocht. Ich glaube, der Andres ist immer entspannt.
mit dem Dings da. Er ist ja spanischer Ursprung. Ich hoffe, es macht keinen Unterschied. Ah, wunderbar. Flammenkui. Flamma, gell? Oh nein, das passt überhaupt nicht zusammen. Es muss auch nicht millimetrisch gemessen werden. Als der Teller kam, habe ich gedacht, wow. Er hat uns eingewickelt. Um den Finger Um den Finger gewickelt. Ja.